Pozdravljeni v galeriji Družina, v imenu založbe Družina vas vse prav lepo pozdravim. Danes že, kot slišim drugič, ker ste tukaj pri nas. Za mene je prav veliko veselje pozdraviti med nami veleposlanika, avstrijskega veleposlanika v Republiki Sloveniji, gospoda dr. Klemenca Kojo in gospod Sobrogo, ki jo vidim, da tudi tukaj sedi na naši levi. Bi pa kar predal besedo gospodu Kurtu Šnekerju, ki bo prvi govorec in nas bo popeljal v ta večer. Glejte, za nas je pač galerija Družina, za založbo Družina, gostiti društvo Slovensko-avstrijskega prijateljstva dejansko jed k koreninam. Družina, prijateljstvo, srečevati se preko meja kot bratje, to je za nas dejansko osnovno poslanstvo in prav smo veseli, da ste danes med nami. Tako da predajam besedo gospodu Šnekerju in vas še enkrat prav vse lepo pozdravljam. Hvala. Exzellenz, Herr Botschafter Dr. Koyer, Frau Galeriedirektorin Ferenc, Frau Direktorin Hermes, Herr Verlagsdirektor Dr. Rode, Herr Präsident Sterga, Herr Präsident Sodja, Frau Werkmann, Vizepräsidentin Magister Edith Mahler, Herr Ludwig Gruber, Vorstandsmitglied der österreichisch-slowenischen Vereinigung der Freundschaft, liebe ausstellende Künstlerinnen und Künstler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf die Gelegenheit wahrnehmen, Sie sehr herzlich zum heutigen Vernissageabend. 150 Jahre Steiermärkischer Kunstverein Bergbund in der Galeria Družina im schönen Ljubljana begrüßen zu dürfen. Die wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen zwischen Slowenien und Graz und der Steiermark erweisen sich als äußerst vielfältig. Der heutige Vernissage und Ausstellungstermin mag in seiner Aktualität wie ebenso in seiner Nachhaltigkeit das eben Gesagte unterstreichen und als weitere Bereicherung in unsere gemeinsamen Annalen eingehen. Ich darf in diesem Zusammenhang allerbeste Großbotschaften des Landeshauptmanns der Steiermark, Herrn Herbert Schützenhöfer und des Landeskulturrates Dr. Christian Buchmann uns allen, dem Publikum und vor allem den Ehrengästen übermitteln. Ich spreche namens des Steiermärkischen Kunstvereines Werkbund, Herrn Verlagsdirektor Rode, für die Ermöglichung dieses aktuellen Ausstellungsgeschehens in dieser renommierten Galerie meinen und unseren besonderen Dank aus. Richtig herzlichen Dank übermittle ich den Botschafter der Republik Österreich, Exzellenz Dr. Clemens Koyer, für seine Bereitschaft, uns wieder einmal die Ehre und Freude der Ausstellungseröffnung, diesmal unserer Gemeinschaftsausstellung 150 Jahre Steiermärkischer Kunstverein Bergbund, zu erweisen. Vielen herzlichen Dank. Eine ebenso herzliche Dankadresse erreicht posthum die verewigte Präsidentin des Vereins Österreich-Slowenische Freundschaft Graz, Frau Ivanka Gruber, für ihr wertvolles Basismanagement betreffend diese Ausstellung. Wir alle wollen der Verewigten in einer Schweigeminute gedenken. Ich darf Sie bitten, sich zu halten. Wir alle wollen, auch Herrn Ludwig Gruber, an dieser Stelle für sein wesentliches Mitwirken am Entstehen dieser Exhibition sehr herzlich Danke sagen. Ludwig, ich danke dir.
und Dank gilt auch den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern, begleitet von allen meinen besten Wünschen für reichlich Anerkennung und Erfolg. Möge euer hier gezeigtes aktuelles, exquisites Kunstschaffen uns allen einen höchst kunstgenussreichen Abend bescheren. Nicht versäumen möchte ich es, Herrn Mario Beredic, in der Kunstwelt best bekannt als Mariborer Kunstkritiker und Rezensent, für die Übernahme der Vorstellung der Exponate der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise für seine Donatio zu danken. Herzlichen Dank, Mario. Last but not least gilt mein aufrichtig herzlicher Dank dem perfekt funktionierenden, höchst engagierten Werk- und Organisationsteam, und zwar Frau Vizepräsidentin Magister Edith Mahrer und Vorstandsmitglied Christian Gollob. Danke für euren totalen Einsatz. Nun aber, meine Damen und Herren, bitte mein besonders herzlicher und lieber Gruß und Dank jenen Werkbund Künstlerinnen und Künstlern, die unserem Ausstellungsprojekt 150 Jahre Steiermärkischer Kunstfeiern den Nimbus kreativ-innovativer Lebendigkeit mit auf den Weg gegeben haben. Ich darf die Anwesenden in der Folge noch namentlich begrüßen und vorstellen, zählen sie doch als aktive Mitglieder des Steiermärkischen Kunstvereins Werkbund zur größten, an johanneischer Gründung ältesten, wie an Tradition und künstlerischer Vielfalt reichsten, in der Gegenwart fest verankerten, zukunftsorientierten steirischen Künstler- und Kunstfreunde-Vereinigung, welche alle Kunstsparten umfasst. Zuvor möchte ich als Präsident des Steiermärkischen Kunstvereins Werkbund sowohl im eigenen Namen wie auch namens aller an dieser künstlerischen Präsentation beteiligten Werkbundmitglieder unseren aufrichtigen Dank allen Beteiligten, und es sind viele davon hier anwesend, für die Ermöglichung und Durchführung dieser ganz großen, dem pluralistischen Gedankengut unseres Begründers, Erzherzog Johann, folgenden Werkbund-Exhibition zum Ausdruck bringen. Nun aber, meine Damen, ist es an der Zeit, die anwesenden Werkbund-Künstlerinnen und Künstler zu begrüßen und sie Ihnen vorzustellen. Ich würde vielleicht anregen, da Sie alle im Hintergrund stehen, dass Sie der Reihe nach, die heute mit dabei sind, es sind insgesamt 14 und 7 davon haben sich gemeldet, konnten mitkommen. Ich beginne mit Adelheid Ambrosch, dann kommst du zu mir raus und wir können dich alle betrachten und anschauen. Und da unten die Petra Holasek, Johnny Fortmüller ist hier. Edeltraud Führer, die Glaskünstlerin. Der Bildhauer. Philipp Klein, Frank-Peter Hofbauer, Doso Ikonic, Glas-Hinterglasmacher. Elisabeth Manfred Möstl, Heinz Bacherleck, Inge Schröter und Franz Strauß, der große Maler. Danke für diesen reichlich gespendeten und auch verdienten Applaus, meine Damen und Herren. Nun einige Gedanken und Ausführungen zum Vereinsjubiläum. Zeigen Sie ein sonderlicher Stufen. Unser Begründer, Schutzpatron und steirischer Prinz, Erzherzog Johann, dieser Visionär und Reformator und, um es modern auszudrücken, Entwicklungshelfer, übertrifft in der Nachhaltigkeit seines umfangreichen Wirkens so manchen gegenwartsbezogenen Möchtegern aus den Bereichen der Wirtschaft, Kunst, Kultur und Politik. Wir, die wir in der Gegenwart schaffenden Werkbund Künstlerinnen und Künstler, sind stolz auf ihren johannäischen Begründer, zukunftsorientiert, übernehmen wir tradiert das Feuer und nicht die Asche unserer Vorgänger. Unsere Begründer folgend, der Teil jeder Art von Vergangenheit ist, aus der sich die Zukunft der Gegenwart herauslesen lässt.
wollen auch wir Spuren hinterlassen. Künstlerische Spuren, deren Deutung und Anerkennung wir gerne auch künftigen Generationen überlassen wollen. Jener Generation aber, in der wir leben und die mit uns lebt, wollen wir unser Gesamtkunstwerk der Vielfalt künstlerischer Transformation zu intensiver Betrachtung hier in der Galeria Ružina präsentieren. Meine Damen und Herren, da die Kunst das Können impliziert, kann Kunst nicht vom Können kommen. Sie muss einfach der ihr zugrunde liegenden Idee entsprechen. Dann erschließt uns das Werk eine Welt, die sich unserer intensiven Betrachtung willig öffnen wird. Treten wir in Kontakt mit den Bildern unserer Ausstellungen, lauschen ihren Klang und wir werden uns in ihr selbst wiederfinden. Und nun, kurz gefasst, zum Abschied wollte ich schon sagen, einen Einblick in die Werk- und Historie. Meine Damen und Herren, seit 1865, der Gründung des Steiermärkischen Kunstvereins und seinem ersten Präsidenten Franz Graf von Meran, einem Sohn des Herzog Johanns, hat sich unser Kunstverein hohe Verdienste durch seine Bildungsarbeit erworben. Bildende Künstler, Literaten und Kunstfreunde haben den Verein gemeinsam getragen. Dem Paragraphen 33 des Urstatutes folgend hat der Steiermärkische Kunstverein seine Wirksamkeit auf die jeweils aktuelle Kunstperiode zu beschränken. Ein guter Anlass zu intensiver Auseinandersetzung mit den jeweils aktuellen Kunstströmungen. In den Jahren der Präsidentschaft öffnete sich der Steiermärkische Kunstverein Werkbund über die Sparten der bildenden Kunst und Literatur hinaus, der Objekt-, Materialkunst, der Keramik, Tapisserie, Glaskunst, Fotokunst und Musik. Heute prägen knapp 80 Aktive, eigentlich sind schon 90, das künstlerische Antlitz des Vereins, darunter Künstler und Künstlerinnen internationaler Provenienz. Wir verfügen in Graz über eine vereinseigene Galerie, die Werkbundgalerie, die den Nachwuchskräften und Künstlergästen aus dem In- und Ausland, sehr oft aus Slowenien, Maribor, gewidmet ist. Internationalen Charakter erhält der Steiermärkische Kunstverein Werkbund durch seine Aufnahme in die European Federation of Artists Colonies der Euroart im Jahre 1998. Damit fand unser Ausstellungskalender wesentliche, alle Grenzen überschreitende Bedeutung. Soweit meine Ausführungen zu unserem 150. Jubiläum, aktuell und historisch bewegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen kunstgenussreichen, kommunikativen Abend im Rahmen der Ausstellung 150 Jahre Steiermärkischer Kunstverein Werkbund. Nehmen Sie Kontakt mit unseren Ausstellungen auf, lauschen Sie Ihrer Bildersprache, Ihrer Skulpturensprache, erwerben Sie nach Lust und Liebe das ein oder andere Exponat. Nochmals Dank für die Aufmerksamkeit und ich darf nun Herrn Berlisch um seine Laudatio bitten. Vielen Dank. Ich muss früher weggehen, deswegen habe ich gebeten, ob ich jetzt gleich sprechen kann. Spoštovani dame in gospodje, spoštovani gospod Šnekar, spoštovana gospa Ferenc, spoštovani gospod Stegar, gospod Sudja, cenjeni umetniki, spoštovani gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da lahko danes tukaj v Galeriji Ružina v Ljubljani odprem razstavo 150 let Štajerskega društva umetnikov, 150 let inovacij. Štajersko umetniško društvo Werkbund praznuje letos 150-letnico obstoja in ob tej priložnosti bodo tukaj predstavili svoja dela nekateri njegovi člani. To ni prva razstava, ki jo v Sloveniji skupaj prirejata Društvo Avstrijsko-Slovenskega prijateljstva Gradec in Štajersko društvo umetnikov Werkbund. Vesel sem, da se tovrstne razstave redno prirejajo in da sem danes ponovno lahko zraven. Tokrat so moje misli
tudi pri žal preminuli nekdanji predsednici Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec, gospe magistri Ivanki Gruber in njeni družini. Gospa Gruber je bila zelo aktivna in angažirana gospa in njena smrt je pustila globoko praznino. Zato toliko bolj pozdravljam idejo, da se je Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec odločilo, da bo njene zastavljene projekte izpeljalo do konca. Eden takšnih projektov je tudi današnja razstava in prepričan sem, da bo društvo tudi v prihodnosti ostalo tako aktivno, kot je bilo doslej. Danes so tukaj v ospredju dela umetnikov in umetnic Štajerskega društva Werkbund, ki dokazujejo, kako veliko ima Avstrija ponuditi tudi na področju sodobne umetnosti. Predstavljena dela so odsev današnjega časa in izpoved iz vsakega posameznega umetnika. Vsako delo je svet zase, edinstveno, pa vendar se vsa med sabo prepletajo in skupaj tvorijo pričujočo razstavo, ki kaže na skupno pot Štajerskega umetniškega društva Werkbund. Štajerskemu umetniškemu društvu Werkbund po tej priložnosti želim tudi v prihodnje vse dobro in odpiram današnjo razstavo. Vsem skupaj pa želim lep in zanimiv popoldne. Zdaj noch einmal kurz auf Deutsch. Es ist mir eine besondere Freude, hier heute in der Galerie Družina in Ljubljana die Ausstellung 150 Jahre Steiermärkischer Kunstverein, 100 Jahre Innovation eröffnen zu dürfen. Der Steiermärkische Kunstverein Werkbund feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestandsjubiläum und aus diesem Anlass zeigen hier einige Mitglieder ihre Werke. Dies ist, wie Sie wissen, nicht die erste Ausstellung, die der Verein Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz und der Steiermärkische Kunstverein Werkbund Graz gemeinsam in Slowenien organisieren. Und ich freue mich, dass derartige Ausstellungen in regelmäßigen Abständen stattfinden und dass ich auch heute wieder dabei sein kann. Dieses Mal sind meine Gedanken allerdings insbesondere bei der verstorbenen ehemaligen Präsidentin des Vereins Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz, Frau Ivanka Gruber, und deren Familie. Frau Gruber war eine sehr engagierte Dame und durch ihr Ableben hinterlässt sie eine große Lücke. Umso mehr begrüße ich die Idee, dass der Verein Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz beschlossen hat, ihre bereits in die Wege geleiteten Projekte wie die gegenständliche Ausstellung heute umzusetzen. Ich bin sicher, dass der Verein Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz auch in Zukunft weiter sehr aktiv tätig sein wird. Heute stehen die Werke von Gegenwartskünstlern und Künstlerinnen des Steiermärkischen Kunstvereins im Mittelpunkt, die uns zeigen, dass Österreich im Bereich der zeitgenössischen Kunst viel zu bieten hat. Die Werke sind ein Spiegel der heutigen Zeit und der Wahrnehmung jedes einzelnen Künstlers. Jedes dieser Werke ist einzigartig und doch sind sie alle miteinander verbunden. Ich freue mich, dass diese Ausstellung hier in Ljubljana gezeigt wird und erkläre hiermit die Ausstellung für eröffnet. Entschuldige, dass ich mich vorgedrängt habe und wünsche Ihnen allen einen schönen und interessanten Abend. Spoštovani gospe in gospodje, drage umetnice in umetniki iz avstrijske Štajerske, zelo sem počaščen, da lahko danes že drugič predstavljam dela tukaj prisotnih, pa tudi odsotnih avtorjev, ki so nekateri vse od njih že zelo dobri znanci slovenskega kulturnega prostora. Predvsem bi lahko rekel, da so zelo dobri znanci slovenske Štajerske. V Mariboru jih velikokrat gostimo tudi in tokrat je slavnostna priložnost, 70. obletnica Štajerskega društva Werkbund, ki je pravzaprav tokrat pod motom 150 let inovacija. Prav zaradi tega, ker se predstavljajo umetniki v različnih tehnikah in različnih slogih, likovnih, zelo bogatih in raznovrstnih. Po drugi strani pa je
recimo navezujoč na prvo predstavitev skupinsko Bergmunda v galeriji Družina, tokrat tematika ne opredeljena. Pred 2 leti smo imeli tematiko Armachtbild, torej revščina naredi človeka divjega. No in kot da bi šlo za neko preroško razstavo, kajti po 2 letih imamo katastrofo v Evropi, ne v Evropi, ampak v Bližnjem vzhodu in tudi v Afriki. Ta val beguncev je pravzaprav bila kot neke vrste torej prerokba, kar se danes dogaja, nažalost. Tokratna razstava bi lahko bi označil, da nekako torej, je pod znamenjem vode, ženske in roke. Tako da, kljub temu, da ni pisane tematike, so avtori nekako pozavestno vključili te 3 simbole v svoje dela, seveda pa še dosti več. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und Steiermark. 150 Jahre Steiermärkischer Kunstverein Bergbund ist zweifelsohne ein guter Grund, sich auch in slowenischer Hauptstadt Ljubljana vorzustellen, unter dem Motto 150 Jahre Innovation. Diesmal jedoch ohne eine vorgeschriebene Thematik, wie damals vor 2 Jahren, als der Titel der Gruppenausstellung steirischer Bergbund-Mitglieder hieß Arm macht wild. Damals hat aber keiner gewusst, nicht einmal geahnt, dass der Titel eigentlich eine Prophezeiung war, offenbart durch heutige Flüchtlingskrise. Wie auch immer, bei diesmaligen feierlichen Anlass stellen sich 14 Bergbund-Mitglieder mit neuesten Kunstwerken in verschiedensten Kunsttechniken, wie zum Beispiel Malerei, Grafik, Plastik, Objektkunst, Glaskunst, künstlerische Fotografie und so weiter vor. Manche sogar schon das 2. Mal.